Ja, welkom to the Duitse Programm. Dit is een zinnend juli disaster. On 2024, it's Mr. John Peters hier. Met gedankens uit Gottes Woord. We fangen van der aan. Matthäus kapitel 24. Het is interessant dat we al bald fertig zijn met het boek Matteaus, niet zo? We vangen, het leven irgendwo maart zo'n 22, vangen we aan met Matteaus kapitel 1, 2 en 3, ging bis Johannes 3, nu zijn we al bij Matteaus kapitel 24. En Matteaus 24 en 24, dat zijn de laatste kapitels waar Jezus een leer brengt. En Matteaus, hij eeuwig naar het laatste avondmaal met zijn jengetop. En dan zijn sterven am Kreuz, zijn opstaan en zijn twee in de hemel dan. En zo wat we hier rekelijk zijn, en Matteaus 24 en 25, dat is een leer over de eindtijd. Mijn vrienden, ik wil jullie vandaag bloß einfach klar en duidelijk zijn, ik geloof 100% dat ik nu leven in de eindtijd. Wel, die zegt vielleicht, dat hebben ze immer alle gezegd. Aber jo, denk bloß mal an die Tijkens, en wo wir noder en noder komen, no wundervolle dingen, dingen wat zum wunderen zijn, dingen wat für ein Maß zum grühen zijn, aber Kinder Gottes darven sich durch grühen. Kinder Gottes, wann wir die Tijkens zijn, wo Jesus hier in Matthäus 24 en 25 van redt, wie als Gott seine Kinder darven uns durch grühen, we darven ons bloß vrijen. Dat kan zijn dat ik en du worden de generatie zijn, wat het worden zijn, waar de hemel opgaat en waar Jezus terugkomt. En hoeveel generationen hebben niet een verlangen gehad dort? Hoeveel willen niet aan de stad leggen te hebben en aan de show te zijn? Te denken dat wie kunnen zijn, wat het worden zijn met onze ogen. Dat Jezus komt terug met zijn heilige met zich, ook zijn engel. Waar we daar nog meer van vertellen. En zo. Wir haben in Matthäus Kapitel 23 das vorige gemerkt von Jesus in erklären. Wir haben 7 klären, was gegen die Lehrer hat zu der Zeit. Das wären einfach die Kirchenlehrer zu der Zeit. Der Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und er sagt sehr klar, dass die doen ein Ding, und die zijn ein Ding, und doen aber was anderes. Die haben aufgejagen in ihr Leben, sagt er, besonders das Geld und das Reichtum. En die waren veel te echt, veel te religieus, kijken veel te zijn op het gezag en hadden we van mensen vergeten en hadden sogar van God vergeten. Kon een mens zo religieus worden dat hij van God verjaagt? Jo. Kon een mens zo druk worden voor God te schaffen dat hij van God verjaagt? Jo. God is een God van gemeenschap. God wil tijd hebben, die gebeden, die loop, die prijs. En waar we dus bloos druk zijn met kerk gaan en kerk doen en meetings gaan en alles afvieren en proberen dat alle vast te houden en dat echte te houden en al dat niet is aardig en al dat alle is goed. Dan op eenmaal hebben we sogar van God vergeten. En ik wil zeggen, waar we deze regel houden in ons leven. Du is goed het alles en du is goed het niet. Dat moet ik nog helemaal zeggen. Du is goed het alles en du is goed het niet. Niet alles wat niet is slecht en niet alles wat oud is goed. En zo, we moeten ons immer aan God houden. Dat boek Kolosser, dat zeer betoont dat we zullen teruggaan naar de maat van alles en dat Jezus Christus. En we willen zijn een kroonsmoon rammen Jezus Christus. En dan wordt het alles schaffen. En zo heeft hij een kleuren hier voor gemerkt, waar hij de Pharisäer nog op de thuisen opgeklinkt heeft. Hij heeft een Hechler genannt, hij heeft een Schlangen genannt. En de Pharisäer zijn niet moedig met deze Jezus. Die hebben nu meetings, waar ze den woorden kunnen aanbrengen. En we worden later aan dat een van Jezus zijn jongeren, de Judas, die wordt eens sogar helpen met dat. Maar nu zegt het in Matthäus 24, Jezus ging van de tempel weg. En de jongeren kwamen aan en wijzen aan de tempelgebieden. En vielleicht kunnen ze dit zijn. Die wijzen aan de schmucke tempelgebieden. Dit weer niet Salomo zijn tempel. Salomo zijn tempel had veel meer goud gehad.
die babylonische Regierung hat den Tempel hineingepackt und hat das Gold mitgenommen nach Babylon und die wird nicht viel von geblieben. Nu wird der König Herodes, und von denen lesen wir anfangs Matteaus, auch sein Jung, der will die Juden ein bisschen, wo soll es sein, er wird ein guter Politiker, ein guter Politician, er will die Juden an seine Seite haben, dass er wird Frieden sein im Land, und die sollen ihm ehren, für was er hat können bauen. So er baut die Juden einen neuen Tempel. Das nennt sich der Herodian-Tempel. Und das Tempel hat auch Geschmack. Der hat auch was Gold aus sich, große Teilen, große Steine, und das wird mehr als herrlich, weil das Tempel looten deit. Und so die Jünger, die haben sich gewundert über diesen Tempel. Sie waren die Fischermänner von Galiläa, von Nazareth. Sie waren vielleicht nicht so erfährt in den Tempel gesehen haben. Die Juden, die proben wenigstens einmal in ihr Leben, den Tempel zu sein. Und die würden wenigstens einmal in ihr Leben in Jerusalem tun, zu Fuß, oder auf dem Mühle, oder am Buddha, oder auf dem Bagger. Und dann würden sie wenigstens einmal in ihr Leben während den Tempel sein. So diese Jünger haben vielleicht nicht zum ersten Mal den Tempel gesehen, wer weiß. Und die haben sich gewundert über dort. Und dann sie Jesus, was sie sagen, guck mal, was schmeckt das alle Leid. Und dann sagt Jesus hier, was sei wichtig, sagt er, kann das alles sein? Ich sage zu Ihnen, du wird nicht ein Stein bleiben auf den anderen, das wird alle zwei gebrochen worden. Zwei gebrochen worden. Und so ich will ein klein bisschen eine Anleitung tun, zu Matteaus 24 und 25. Und das ist in 3 Teilen. Ich habe das einteilen. Eins ist, was wird passieren, für Jesus kommt. Und so das ist hier wirklich bin, in Matteaus 24 und 25. So Nummer 1, was passiert, für Jesus kommt. Die zweite Lehre, was in Matteaus 24 und 25 ist, das ist, seid wacker, pass auf, hol die Augen auf und seid reit. Wegen, da wollen Menschen sein, die wollen nicht reit sein für das. Die wollen sich verfehlen. Aber Paulus sagt, wir sind nicht von dem, was sich verfehlen lassen. Wir sind nicht von dem, was sie nicht weiten. Wir sind von dem, was der wacker blieben. Wie haben wir das dann? Wir wollen Gott sein Wort ankicken. Und dann sind Helden Jesus, Frauen um uns lehren. Und dann noch ein bisschen in der Welt abpassen. Viele Menschen sagen zu mir, ich will nichts von den Neuigkeiten. Und ich will vielleicht zu viel davon. Das hat mit meiner Arbeit zu tun. Ich muss ein bisschen erfahren, was in der Welt passiert. Aber ich würde Mutter sprechen, ein klein bisschen weiter von der Welt, dass sie sind. Wegen der Welt, da waren viele Tijkens in der Welt, wo hier in Matteaus 24 und 25 davon geredet sein werden. Und dann können wir ein klein bisschen Dollar rein sein für Dinge und uns nicht so verfehlen. Und dann in Matteaus 24 besonders hat zu tun mit Belohnung und Strafe. So, Nummer 1, die Dinge, die werden passieren, für Jesus kommt, die Tijkens. Zweitens, wir sollen rein sein. Und drittens, du wird eine Belohnung sein, auch in Strafen. Alright, so von der, die Jünger, die sind den schmacken Tempel, und den Leute schmack, dort wir einfach ein gerautet. Der Tempel selbst wie eine kleine Stadt. In den Tempel, wo wir an, du wirst gekauft und verkauft. Du kannst eten kaufen, du kannst Tieren kaufen, du kannst Schub kaufen zum Opfern. Das wie ein ganzes Marketsystem. Der Tempel, das wie eine Stadt, wo Tiere geopfert werden, täglich. Jeder Tag werden Tiere geschlachtet und verbrannt. Und das Rück ging nachher und Gott ihn angesagt. Nicht wie von dem Alten Testament. Die Tieropfer, wenn das Blut vergoten wird, dat der Sinn daten. Und ich pluk das Wort daten. Das Blutopfer von dem Alten Testament, das wird für den Sinn. Alright? Und dat das bloß überdaten, aber aus der eine Lohn Gottes kein, Jesus Christus selbst, der nicht bloß den Sinn daten, hat die betonen und die wahrnehmen. Weet ihr, dass Jesus erst für alle Sinn gestorben im Alten Testament? Auch alle Sinn im Neuen Testament. So Jesus ist für den Sinn gestorben, was ich getan habe, was ich nicht tue und was ich tun will. Wer dort im Glauben kann annehmen, der wird was einfach dankbar und der freut sich. Und das, was Jesus hier tut, er wartet Blutopfer für alle Sinn in der Vergangenheit, zu den Tag, auch alle Sinn, was danach würden passieren. War nicht, da wird das Opfer nicht fertig. Da würden wir noch einen Schub opfern und wir darben aber nicht mehr. Aber hier in diesem Tempel passiert das.
Der Tempel, der hat verschiedene Levels, sozusagen, verschiedene Stufen. Und zum Beispiel, ein Ding, was mich interessiert, und das ganz bannerste Part vom Tempel, können bloß die hohe Priester nennen. Und der ging für Gott, und das einmal das Jahr Verbet, oder Vertreten für Gott, ein Opfer für die Sinn. Und dort hat Jesus wahrgenommen, wegen heißt nu der hohe Priester, was in das Allerheiligste gegangen ist, und hat unsere Sinn betont. Und die Stuhl für dort können bloß Juden nennen. Und in die Stuhl für dort können Heiden nennen. So die wir tun einfach eine Put, und die Heiden können bloß so und so weit. Was tut Jesus? Jesus reitet gedient 2, als er starb. Nu haben eigentlich toetrat zu den Genodenthron, redet Hebräer. Und wir können vor Gott kommen, denn Jesus hat das Opfer aufgemerkt. So das ist ein bisschen, was die Tempel looten deed. Der andere Ding, was ich will sagen, ist, Matteaus 24 hat zu tun mit 2 verschiedenen Tiden. Eins ist, 30 oder 40 Jahre nach Christus passierten viel von diesen Dingen in Matteaus 24, denn Jerusalem wird ganz zerstört. Jerusalem wird ganz zunichte gebracht von der römischen Regierung. So das sind Verse von diesen Dingen. Der andere Ding, die sind zu der letzten Zeit vorher was kommt. So wie man unterscheiden, wann passiert dann in das Jahr 70 und wann soll noch passieren und wann es soll passieren. So das sind 2 verschiedene Tiden. Wir wissen, dass der römische General Titus kam mit seinen 1000 römischen Soldaten in Jerusalem. Rom wird ein Own geworden mit diesen Juden, was bloß einmal gegen on wird. Ja, die römischen Soldaten daut, brauchen die Arm. Sogar ein paar von Jesus seine Jünger wären von den Zeloten. Die Zeloten, das sind auf Englisch ein Zealot, und so die Zeloten, dort wären eine Gruppe geheime Soldaten, die gegen die römische Regierung immer schaffen würden. Würden vielleicht im Geheim ein römischer Soldat durchsprechen und dann manche das Volk sich verstärken. Und so die Römer wieder plus ein Old, und das Jahr 70 kam die römische Armee und milk Israel ganz zunisch und schickte die Juden über die ganze Welt. So das passiert, das ist ein Ding, wo Jesus hiervon redet. Und das andere Ding, das sind ein paar Tijkens, was Jesus hiervon reden hat. Sie fragen, was wollen die Tijkens sein von das? Wo können wir das weiten, und was können wir kicken? Weil Jesus sagt, die waren, pass auf, dass die nicht verführen waren, wenn die waren falsche Christus abstehen. Nicht? Aber falsche Christen auch, aber falsche Christusen. So die waren Menschen, die waren sein, exi der Heiland, exi der Christus. Und die sind von Daniel aus, und die sind nu von der ersten Tag nach. Das ja von der ersten Tag sogar leider, sie würden sein, exi der Messias, exi der Gesalbt, exi der Geschenk von Gott. So Jesus sagt, dort wird immer Dollar und Dollar passieren. Was das andere Teken, Jesus sagt, er wird immer mehr Krieg sein in der Welt. Land gegen Land, und Reich gegen Reich, und Gruppen gegen Gruppen. So da wird immer mehr Krieg sein. Was ist das dritte Teken? Der Erdball, der wird immer wilder werden. Gerade Erdbebens, gerade Urkons, und so weiter. Und wir leben in der Zeit, nicht so? Was ist das vierte Teken? Jesus sagt, die werden verfolgt worden. Wegen meinem Namen. Jüdische Christen werden schlecht gehen einen Tag, sagt er. Und was ist das fünfte Teken? Er sagt, die Leib von vielen wird kalt werden. Wo ist die Leib? Nicht so? Menschen von der ersten Tag, die streiten sich so sehr, auf dem Internet, über die News, und die Kirchen. Das fällt eine große Hut, Mensch gegen Mensch. Jesus sagt, dort wird schlechter werden. So noch einmal, diese Tekens, falsche Christusen, Krieg, die Erdball wird wild werden, Verfolgung gegen Christen, und der Leib von vielen wird kalt werden. Und das gerade Teken, was Jesus hier sagt, er sagt, hier in Vers, ich will hier mal schwind checken, Vers 14, er sagt, das Evangelium wird über die ganze Welt gepredigt werden. Und dann kommt das eng, sagt er. Nu habe ich eine Frage für die. Wo wird das Evangelium von der ersten Tag über die Welt gepredigt? Weil ich tue das hier durch den Lauf. Und dann geht meine Botschaft auf YouTube ab. Und dann kann irgendwer in Afrika, in China, in Russland, Mexiko, die kann alle meine Botschaften sein in hier. Nicht bloß meine, aber Millionen Botschaften. Wir leben hier in der Zeit, wo die Botschaft über die ganze Welt zu hören geht und zu sein geht. Und Jesus sagt, dann kommt das eng. So, wir leben in guten Tiden, mein Freund. Nicht in schlechten Tiden. Wir Gott ihn sehen. Und wir wollen nächstes Mal wieder mehr vertalen von Matteaus 24
en 24 holder op 1250 KIKZ. Lass dein Leben Wasser strömen.